Die Oberpfälzer Feuerwehr schafft es dank Pandemie nicht hierher. Darum hat man uns hierher gebeten, um die Kollegen zu vertreten. Doch bei aller Liebe und Kollegialität tun wir uns schwer, sind nicht mal halb so blöd. Drum haben einen wir nach Windisch-Eschenbach geschickt, um dort zu lernen, das Oberpfälzer Missgeschick. Sich in Taten und in Worten zu blamieren allerorten. Was aus ihm geworden ist, dank Zeugelbier und Ochsenmist, seht ihr hier stehen in voller Pracht, ein Franke sich zum Deppen macht. Da wo ich war's gar nicht schön. Kannst du das einmal übersetzen? Dort, wo ich war's gar nicht schön. Ja, jetzt haben wir es verstanden. Also allemal geben wir Zeugelbier einer Frau. Was sagst du? Hat früh schon Bier gegeben, in aller Frühe. Na, sicht mir, darum hast du so einen Seier im Gesicht hängen. Da hat er da. Hat da der Tei da, hat er die Sada da. Mo da der Tei, die Hände da. Hat da Tei da. Mo da sei da Tei da. Hat da nicht Tei da. Hat da. Was soll denn jetzt das heißen? Keine Ahnung, aber das klingt gut. Es ist ja mir wichtig, dass man gescheite Zähne hat. Mein Professor sagt immer, wenn du die Schmitten nicht hast, dann hast du keine gescheiten Zähne. Wenn immer schön. Weil wenn die Zähne sind, dann hast du Lücken im Gebiss. Ein Zeichen für Gedächtnislücken ist. Fehlen Zähne in dem Mund, läuft es im Kopf nicht mehr ganz rund. Hast du keine Zähne mehr, wirst du Kommandant bei der Feuerwehr. Für weiße Zähne sorgt der Frankenwein, darum schenkt schnell noch ein Glas ein. Behaltet den Wein lang im Mund, der Gurgeltest hält euch gesund. Und an dieser Kraft gemessen könnt das Zeugelbier ihr wohl vergessen. Wir sind anders als die anderen, denn wir sind die Franken und möchten deshalb heute der Oberpfalz mal danken. Wirklich? Ja, wir werden erpresst. Für all die schönen Städte, Orte und Gemeinden wie Rötz, Gleiritsch, Pirk und Poppenricht und Weiden. Ist doch nicht schön. Ins Dunkel schon. Wie Theisseil und Etzenricht und auch Ursensollen, wo man durchfährt ohne Polizeikontrollen. Ja, weil die von der Polizei alle bei der Feuerwehr sind. Wo Frauen und auch die Männer viel schöner sind als Warentrenner. Ja, da gibt's auch ganz schöne Viecher. Wo Karpfen lecker schmeckt mit Kräutern und mit Meerrettich, das findet dort kein Mensch umweltschädlich. Hör auf mit den vielen Loben, sonst bekomme ich Stress mit dem da droben.
Doch eines sage ich hier aus tiefstem Herzen, und alle Franken werden's wohl verschmerzen. So ein Jahr ohne die Altneihauser Feuerwehr geht schon mal klar. Doch ich sag's ehrlich, ohne schlechtes Gewissen, wir tun die Oberpfälzer sehr vermissen. Liebe Grüße an unsere Kollegen aus der Oberpfalz! Nächstes Jahr seid ihr dabei! Hello! Unverkennbar waren dies unsere beiden Fürther Originale, Martin Rassau und Volker Heißmann. Unterstützt von Musikern des Pavel Sandorf Orchesters. Ein dreifach donnerndes Martin, Volker